Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Filmléift. Und wie immer, wenn euch das Format gefällt, dann denkt man, schreibt ein Like zu lassen, zu abonnieren und auch zu kommentieren. Und heute nicht nur an einer nicht ganz fertiger, mit trotzdem neuer Kulisse, mir auch mal einem Horrorfilm, den ich auf eine ganz andere Art und Weise Angst mischt. Heute habe ich nämlich den Horrorfilm Relic dabei. Was Relic da noch ernst mischt, wie alle guten die anderen durchschnittlichen Horrorfilme, ihr denkt, seht alles hier bei Filmléift. Wo hier mam Ätna op unerklärlich aderweis verschwunden ist, machen sich hier Mädchen Kay an hier Enkelin Sam op de Weg an hier immer mehr zerfahrend Haus, erfahren dort immer mehr Hinweise auf hier verschlimmeren Demenz. Nur dem Statner dann ob genauso mysteriös aderweise optaucht wie so verschwunden ist, mischt sich so Kay sorgen, ob sie überhaupt noch kapabel ist, allein zu wohnen. Nur dem das Verhalten von ihrer Mom immer schlimmer wird, mischt sich dann unter ihr Gefühl breit, dass sich eine Präsenz am Haus befindet, die Kontrolle über ihre Mom überholt wird. Was dann nur hinter dieser Präsenz sticht, das gesehen am Kino bei Relic. Der Film ist gemacht von Natalie Erika James, war doch bekannt als durch den Film Upgrade, den ich schon in einer früheren Episode diskutiert habe. An den Lo ist man neuen Horrorfilm Relic und den Start gegangen. Und noch schon wie bei Upgrade fühlt sich der ganze Film immens rund an. Alle Einzelszenen sind immens gut platziert, alle sind den ganzen Film auch immens gut nur empfangen. Ich fand, dass der Film einen permanenten immens Unwohlsinn vermittelt. Was ja auch genau das Richtige ist für so viel. Aber ohne dabei plump oder zu explizit zu sein. Der Film bringt es einfach nicht mehr fertig, mit subtilen Mitteln Angst zu machen. Was ich noch vielleicht zum Film so muss, für die gute Idee haben, rund zu erklären, und ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel, als das die Regisseurin gesagt hat, dass der ganze Film als Metapher zu der Alzheimer-Erkrankung zu sehen ist. Und genau den Aspekt möchte der Film auch so einzigartig. Es ist nämlich permanent Zweifel, was sich schlimmer auffühlt am Film. Die Durchstellung von der Alzheimer-Krankheit oder die unheimliche Präsenz. Auch für genau das unzuschwätzen, ist der Charakter vom Edna enorm gut durchgestaltet. Das war eine Menge eine Glanzleistung von der Schauspielerin Robin Nevin. Die hat das grauenvolle Krankheit Alzheimer einfach nicht mehr genau auf den Punkt gebracht. An dem engen Moment ist sie einfach nicht mehr herzlich und sympathisch, und am nächsten ist sie unberechenbar und schockierend. Sie hat das fertig gebracht, einem richtig Angst für diese Krankheit zu machen. Als Pendant dazu haben wir hier das Mädchen Kay, das gespielt wird von Emily Mortimer. Und noch hier war das ganz einfach auf den Punkt gebracht. Hier seid ihr eine verzweifelte Frau, die probiert mit dieser schwierigen Situation einzugehen, und durchlebt so ihre ganz eigenen Horror, die gefüllt ist mit Schuldbewusstsein und Selbstzweifel. Und auch den Aspekt als schrecklich mal anzusehen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Enkelin Sam, was gespielt wird von Bella Heathcote, was die Situation für seine Mom definitiv nicht mehr einfach macht. Hat verstärkt auch noch immer die Selbstzweifel von seiner Mom. Hat probiert nämlich immer das Gute an seiner Boom nach zu sehen, und probiert hier dummer da durch Leben zu kommen. Allerdings muss auch Hatzer ja feststellen, dass die Kranken nicht auf die Lichtschiller zu holen ist. Und auch so hat man seine ganz eigene schwierige Situationen zu kämpfen. Also ich kann nur sagen, dass die Regisseurin hier sich bewiesen hat, und es kann definitiv momentan mit denen großen Matt haben. Bei verschiedenen Aspekten hier im Film erinnern definitiv an Handwerk von Ari Aster oder Jordan Peele. Den einzigen Kritikpunkt, den ich eventuell noch gegenüberbringen, ist, dass aber nach den ein oder den anderen Jumpscare dran ist, den der Film absolut nicht gebraucht hat. Also auf dem Niveau bräuchte sich der Film wirklich nicht aufzugehen. Gott sei Dank kommen die Situationen wirklich nicht mehr ganz selten vor, und so muss ich ihm dadurch verziehen. Weil der Film, den so eine Thematik so kreativ abhängt, den ist eigentlich nicht mehr zu schauen. Aber wie gesagt, das bei ihr aus? Könnt ihr mit Horrorfilmen überhaupt irgendetwas aufhängen? Und was sind eure Lieblings-Horrorfilme momentan? Erzählt mir gerne in den Kommentaren. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, dann denkt von schlift dran, ein Like dort zu lassen, zu abonnieren und auch zu kommentieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Relic. When was the last time you spoke to her? It's been a few weeks. Gran? Mom? Mom! She called me a few weeks ago. I think she was scared. She thought someone was coming into the house. Tea? Do you know where you were, Mum? I suppose I went out. What's this?
That was on the property when your grandfather inherited it. His mind wasn't there in the end. You can't put Gran in a home. She can't live on her own anymore. She has to be watched. Everything all right, Gran? I thought this was where it got in. Who? Whoever it was coming into the house. Mum, what is it? It's here. Under the bed. There's nothing under the bed, Mum. Will you check for me? I'm here to help you, Mum. I can see you. This house seems unfamiliar.